Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig. Und ich glaube, wenn wir da hingehen, kommen wir tatsächlich zum Gegner, der wohl bekannt sein dürfte. Für alle, die es schon mal gespielt haben. Und für alle, die es noch nicht gespielt haben, sehen gleich mal die geile Neuauflage von dem Gegner. Ja. Da ist nämlich der Helikopter reingecrashed. Der hat im Originalspiel auch noch gebrannt und das musste man erstmal löschen. Da kommen wir über die Feuerleder runter. Das ist ja noch eine Filmsequenz. Hey! Claire? Leon? Ich bin gleich da! Ja. Komm schon. Leon! Wir sollten aufhören mit diesen Treffen. Geht's dir gut? Polizeihubschrauber. Wie aus dem Nichts? Ja, bestens. Du hast wohl auch keinen Schlüssel. Nein, leider nicht. Ist schön, dein Gesicht zu sehen. Wie schlägst du dich? Ich halte irgendwie durch. Höllische Nacht, was? Ja. Was von deinem Bruder? Ja, tatsächlich. Erst. Wow. Gerade wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden. Leon, du solltest gehen. Scheiße. Sorg dich nicht um mich. Bring dich einfach in Sicherheit. Hoppla. Nein, Leon, wirklich. Die sind gleich durch den Zaun. Bitte, geh schon. Wir schaffen das. Beide. So, und die Mentalität finde ich gut. Ja, Leon hat diese wunderschöne Wir schaffen das Einstellung. Das finde ich ziemlich gut. Das ist übel. Hier sind überall Zombies. Marvin? Marvin, sind Sie da? Marvin? Ah, das Schneidewerkzeug. Endlich, jetzt kann ich ja die zugekettete Dinger. Jetzt kann ich ja die zugekettete Dinger aufmachen. Und zwar hier direkt, ne? Perfekt. Wird auch schnell dargestellt. Sehr schön. Okay. Jetzt komme ich hier noch in den Bereich rein. Ah, so wieder. Raum der Wache. Das war der Bereich, der zu war. Da haben wir noch zugekettet für Büro der Ostseite. Eine Pistolenmuni. Die lassen wir uns mal nicht entgehen. Gleich mal kombinieren. Ja, die Scheiße kommen erstmal nicht durch. Holzbretter lassen wir jetzt mal Holzbretter sein. Ich muss nochmal ganz dringend gucken. Ah, dann kommen wir doch noch nicht zu dem Gegner. Wow, 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 wow. Gleich mal Messerlin in den Kopf rammen, ne? Das gefällt mir ja gar nicht. Alter Falter. Geh bloß weg, du. Die Trophäe erhalten in Kupfer. Nimm das! Nein! Ih. Okay, das war denkbar blöd. Was zum Teufel? Aber das muss ja so sein, wenn ich irgendwas spiele wieder, ne? Da muss ja immer was denkbar Blödes passieren. Alter Falter. Okay, ja, Tresor, Kurbelvertiefung. Da komme ich bisher noch nicht weiter. Steht da nochmal auf? Ah, da hinten kriege ich noch. Alter! Wow. Der kriecht immer noch weiter. Yes, das ist ja leid. Sind die hartnäckig. Okay, das Kampfmesser habe ich jetzt auch verbraucht, glaube ich, ne? Mit dem Ammo-Verteidiger habe ich das gleich mal weggeworfen. Okay, steht der nochmal auf? Ja, natürlich. Bleib liegen, Mann. Ich schieße einfach nochmal vorsichtshalber drauf. Und bei dem hier... Okay, der steht garantiert nicht mehr auf. Ja, Ja, da kommen wir erst zu dem neuen Gegner, wenn das Feuer hier gelöscht ist. Okay, war ich doch etwas vorschnell bei dem Ganzen. Ich habe schon gedacht, in der Episode könnte das passieren. Na gut. Wir sind aber immer noch gesund. Wir werfen trotzdem wohl das Krautei, weil wir Ammo geschmaust worden sind. Der hat noch was bei sich. Und zwar Kampfmesser.
Was für eine Ironie. Okay, dann kommen wir auch durch zugeklebte Fläche nochmal durch. Weil das Kampfmesser wollte ich eigentlich schon dabei haben, damit ich auch durch die geklebte Fläche nochmal weiterkomme. Alter, ist das duster hier. So, das können wir möglicherweise kombinieren mit einem anderen Holzbrett. Genau, dann haben wir nämlich einfach 2 von den Dinger dabei. Die Gestalte kommen hier erstmal nicht durch. Entschuldigung. Pfui. So, jetzt kommen wir aber hier erstmal weiter. Da ist erstmal zugewiesen, da war der Herr Thorsenmann. Und hier habe ich, glaube ich, ein paar Zombies noch nicht erledigt, die hier irgendwo noch rumstolpern müssten. Okay, der bewegt sich nicht mehr. Der da. Ja, der könnte nochmal aufstehen. Ja, vorsichtshalber einfach mal ein paar Munition reingeschossen. Okay, die stehen, glaube ich, nicht mehr auf. Die sind einfach nur dekorativ. Aber hier habe ich definitiv ein paar noch nicht erledigt. So. Moment, Moment. Ach Gott, dich habe ich übersehen. Wie macht's denn hier die Geräusche? Okay, okay, okay. Aber klar, je mehr man ballert, desto eher hören die das, ach. Arschloch ist gut, ja. Das ist ach so richtig übel, weil je mehr man auf die Eis schießt, desto übler sehen die halt aus, die Zombies, ne? Okay, das Bell, das braucht er, glaube ich, nicht. Falls er nochmal aufstehen sollte, kann er es nicht mehr. Dann wird er sich dann nur noch rumrobben. Okay. Auf den Mund wegschossen. Sicher ist sicher und so. Okay, da hinten drauf scheint auch nochmal die Post abzugehen, glaube ich. Alter, was für Geräusche. Ah, das klang aber eher noch adipösen Mensch als Zombie. Dieses Geschnaufe. Okay, dann komm halt her. Boah, Alter. Wie die sich da durchfetzen. Und Scheißdreck ist auch eine gute Reaktion. Ich bin mir bei denen nie so sicher, ob die endgültig tot sind, ne? Aber ich glaube, der steht nicht mehr auf. Da habe ich ein paar versenkt im Kopf. Der dürfte nicht mehr aufstehen. Oh, oh. Schnell. Schnell Holzbrett. Jo, der hat noch was bei sich. Pistole-Muni, perfekt. Okay, da stolpern aber noch ein paar andere rum, glaube ich, ne? Blendgranate. Zum Verwenden im Inventar ausrüsten, betäubt Gegner im Wirkungsbereich sicher. Bereithalten und werfen, L1 und R2. Kann zum Kontern mit L1 verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde. Aber ihre Effektivität ist dadurch stark reduziert. Okay. Ich glaube, wir verwenden das, damit wir die mal schmeißen können. Einfach mal zum Ausprobieren. Ja. Zur Sicherheit. Okay, dann sind wir jetzt in den Büros der Ostseite. Hinter mir ist noch Kraut. Was? Grünes Kraut kann ich nirgends mehr unterbringen. Das macht aber auch nichts. Das ist jetzt auch nicht so das Allerwichtigste. Okay, du geht's nirgendwo hin, das ist einfach nur die Heizung. Gut, der kommt auch glücklicherweise nicht auf die Idee, zum Nachbarfenster zu gehen, wo es leer ist. Hier mache Hinweise auf andere Vorhängeschlösser, glaube ich, oder? Schießpulver. Irgendwas muss weicher. Bitter. Das ist echt bitter. Irgendwas im Inventar muss weg. Was? Die Holzbretter sind jetzt auch nicht gerade so wichtig. So. Ah, nee, das können wir erst gar nicht verriegeln. Okay. Schade. Und hier noch irgendwas? Ah ja, das können wir aber verriegeln. Okay. Dann machen wir das mal zur Sicherheit, bevor der auf die Idee kommt. Ah, wichtiger Gegenstand. Der runde Griff. Okay. Gucken wir uns an. Ein schlichter runder Griff. Ein Griff für Ventile mit einer speziell geformten Halterung. Okay, wo Ventile sind, wissen wir auch. Und hochwertiges Schießpulver. Verflixt nochmal. Wir haben leider nicht genug Platz im Inventar. Ich bräuchte mal
Ganz dringend. Ah ja, hier, ne? Da können wir dann wahrscheinlich durch. Sicherungskasten, ja, da brauchen wir aber dann dafür noch das, die Entsicherung. Okay. Jetzt ist hier auch auf. Okay, cool. Sonst da haben wir hier nichts, ne? Nichts besonders wichtig. Ah ja, Elektroteil. Okay. Das brauchen wir allerdings. Da muss jetzt irgendwas tatsächlich fort. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Wegwerfen, ja. Na, nicht ausrüsten. Wegwerfen, ja. Unwiederbringlich weg. Rüsten wir uns halt mit dem Kampfmesser aus. Also die Sicherung brauchen wir auf jeden Fall, um aufzumachen. Hihihihi. Schnell. Benutzer. Und wo hat's geschnauft und geröchelt? Und dahinter. Ah ja, okay. Hallo, die Dame. Adieu, die Dame. So. Okay. Okay. Dann mal so ein asiatischer Zombie. Nicht gut. Ah, nochmal so ein Speckmann. Der schießen wir mal vorsichtshalber die Bäh weg. Alter, Officer Speckmack. Nochmal schön draufgefallen und nochmal in den Rand zu schießen. Okay, bleib einfach liegen, Kumpel. Was wir auch noch machen könnten, einfach mal so just vor Fun. Könnten einfach mal da drauf schießen. Solide, oder? Ich denke, das sollte halten. So, dann können wir jetzt nämlich nur noch was Schönes mitnehmen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Platz im Inventar, damit wir noch einmal Schießpulver mitnehmen können. Das können wir dann nämlich... können wir gleich noch verwenden. Moment, da war noch irgendwo Schießpulver hochwertig. Genau, das war hier. Kombinieren wir das doch mal dort mit, einfach. Dumm. Wo ist es dann? Schießpulver hochwertig, war das... Ah ja, hier. Okay, wir kombinieren das mal dort mit. Dann kriegen wir Säuregranaten. 4 Stück. Das ist doch ziemlich cool. Okay. Gut, dann ist hier eigentlich nur noch grünes Kraut, was ich aber nicht abstauben wollte. Hoffen wir mal, dass die jetzt... Jo, die sind geröstet, die sind picknickbereit. Und der asiatische Gentleman, der zuckt noch. Ich denke aber trotzdem, dass wir dann... Ach, so weit hängen, ne? Okay. Gut. Alles klar. Dann gehen wir wieder in den Eingangsbereich. Nicht, dass Sergeant Bernardo noch Besuch kriegt. Moment, nicht kombinieren. Wir wollen das verstauen. Das Ventil brauchen wir jetzt nochmal für Druckluft zu regeln. Das Juwel verstauen wir auch erstmal vorsichtshalber. Das Zangenwerkzeug behalten wir bei. Und das Ventil brauchen wir... Moment. Da müssen wir glaube ich, hoch. Genau, das war hier. Okay. Können wir das von hier erreichen? Ja, da müssen wir halt durch die Bibliothek nochmal gehen. Oder? Wir müssen durch die Bibliothek. Da kommen wir noch nicht durch, weil da fehlt uns noch was für den Waageheber. Wir können es aber bei der Gelegenheit ausprobieren, ob das Ding möglicherweise auch für den Waageheber funktioniert. Ich glaube es zwar nicht, aber probieren es einfach mal aus. Es war sowas im Original, hat man ja erstmal noch aufkommen müssen und hat dann von da ohne die Leiter noch ohne öffnen müssen. Okay, dann machen wir das jetzt nochmal so. Gehen nochmal hier durch die Bibliothek. Wir probieren unseren Glück mal mit dem Waageheber aus. Das war nicht hier, sondern hier. Okay. So, wir probieren unser Glück einfach mal. Natürlich nicht. Okay. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn, ne? Okay, dann geht es erstmal so nicht. Dann gehen wir nochmal hier raus. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Huch! Ah, Aufenthaltsraum. Einhornstatue, da haben wir doch auch noch einen Hinweis. Halte mal den Gaul an. Da waren wir noch gar nicht. Tutorial. Brief der besten Freundin. Das war relativ weit over. Genau hier.
beim Einhorn. Fische, Skorpion und was ist das? Fische, Skorpion und Geldsack. Fische, Skorpion und Geldsack. In Ermangelung besserer Kenntnis nenne ich es einfach mal so. Wasserkrug könnte es auch sein. Okay, da kriegen wir jetzt das Einhorn-Medaillon. Cool. Können wir gleich wieder Eis setzen. Okay, dann bin ich jetzt mal gelandet, wo ich nicht gedacht habe, dass ich hier komme. Gut, die Karte vom oberen Stockwerk haben wir 8 oder mit. Dann können wir 8 do noch entlang. Aber da kommen wir trotzdem nicht dorthin, ne? Stars Büro, cool. Okay, da haben wir jetzt nochmal einen Bereich aufgemacht, den ich so gar nicht gesehen habe. Da kommen wir erst gar nicht durch hier. Ja, schade. Schießpulver ist hier auch noch. Und der ist verschlossen von innen wahrscheinlich, ne? Dann nehmen wir das noch mit. Okay, cool. Da habe ich trotzdem noch mal was entdeckt. Das ist doch schon mal ganz gut. So, durch die Peak-Tür. Dann dort hier. Dumm. Nee, Quatsch, das war ja der andere Kumpel. Das war ja der Löwe. Da war ja der Lannister Cockt, genau. Also. Einhorn. Benutzen wir. Einhorn in Kupfer, Löwe in Gold. Lannister natürlich. Und wieder was aufgegangen. Okay, da brauchen wir noch das letzte. Ich glaube, das war ein Stier oder sowas. Bin mir aber nicht sicher. Können ja nochmal nachgucken. Das nächste ist... Nee, eine weise Frau. Da brauchen wir das rote Juwel dafür, wie es aussieht, ne? Die Königin, ja. Da brauchen wir das, wie es aussieht. Okay, wisst was? Wir holen uns nochmal... Ah ne, wir hängen Schießpulver mehr. Okay. Dann machen wir anderes. Wir legen das wieder weg. Holen uns das rote Juwel möglicherweise nochmal mit dazu. Holzbretter sind jetzt erstmal egal. Holzbrett ist 88. Das ist gerade mal ziemlich egal. Dann gehen wir nochmal speichern. Ist immer eine gute Idee. Ja, wollen wir überschreiben. Sehr gut. Dann habe ich das jetzt nämlich auch noch gecheckt, was ich beim letzten Mal in der Bibliothek nicht kapiert habe, dass da noch ein Raum frei war. Und wir gehen nochmal einfach so den Weg entlang. Der Tresor wissen wir noch nicht. Und dann gehen wir halt bei der Dunkelkammer wieder hoch, ne? Dann machen wir das halt so. So, über die Büros. So. Ich hoffe, es sind hier auch keine Zombies mehr nachgekommen. Über die Büros. Gehen wir dort hier zur Dunkelkammer in die Richtung wieder. Und Inventarbox ist auch schön und gut. Da steht wieder so ein Freund. Na gut. Mach du mal. Okay, dann war das, glaube ich, hier, genau. Können wir jetzt hier unser Ventil endlich benutzen. Hoffentlich können wir es dann noch auch ablegen. Das wäre natürlich ziemlich cool. Dann habe ich nämlich wieder einen freien Inventarraum. Gut, der Raum für die Buwe. Dann ventilisieren wir. Kriegen wir es dann noch wieder? Sieht nicht so aus. Okay, wieder frei. Dann kommen wir jetzt hier in den Duschraum und von da aus in den ganzen Bereich. Allerhaupt Kombinationsschloss wissen wir auch noch nicht, wie wir das aufkriegen. Okay. Ist da ein Zombie? Ne, sah so aus. War nur Pflanze. Gut, wenn ich mich jetzt wüsste, wie man schleicht, will ich mich jetzt hinknie und vor und zurück beuge. Einfach nur so, damit der erbärmliche Zustand klar wird, der uns hier ereilt hat. Meine Fresse. Aber ich bin tatsächlich, ich weiß, ich verfluche mich nur dafür, dass ich das sag, aber ich bin tatsächlich noch weniger erschrocken, als ich gedacht habe, dass ich erschrecke wird. Der fällt um wie ein nasser Sack. Aber er steht nicht auf. Noch nicht. Gut. Es speichert. Das ist meistens kein gutes Zeichen, wenn es speichert. Wir haben mal wieder ein paar Schränke zum Aufmachen. Okay. Ich mache mich immer darauf gefasst, dass irgendein Sausack nochmal arg geranzt kommt. Okay. Nix. Und nix. Wisst was? Dote mit. Können wir jetzt gerade mal runtergehen. Und kombinieren das nochmal mit dem aus der Inventarbox.
Dann haben wir nämlich wieder Pistole-Munition. Das fände ich eigentlich ziemlich gut. Ja, ja. Ich weiß ja, dass mein Fensterfreund da auf mich wart. Okay, dann holen wir das doch gleich mal raus. Und kombinieren das da mal sofort Dode mit. Und kombinieren die Dode mit. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen frei. Wir haben wieder ein bisschen mehr Munition im Sack. Und hallo Kumpel. Und wieder hoch mit uns. Ich bin mal im Klaren, dass diese Barrikade vermutlich nicht ewig halten. So, 20 Minuten sind zwar vorbei. Aber ich glaube, ich sollte auch mal ein bisschen mehr machen. Nicht nur 20 Minuten, sondern so 25 Minuten. Wären, glaube ich, auch gebraucht. Denn dann können wir jetzt nochmal hier reingehen, wobei das eigentlich auch ein geiler Cliffhanger ist, aber ja, ich habe eigentlich schon beim letzten Mal gedacht, Cliffhanger und so ziemlich geil, weil der Boss könnte kommen, den ich erwartet habe. Also der wird nämlich aufstehen. Okay. Da haben wir wieder Brandgranate. Sehr geil. Ah, da liegt auch noch einer. Gut, der steht sicher nämlich auf. Okay, das ist dann der Waschraum, Duschraum. Ja, doch klar. Das ist noch nicht erledigt, weil das Kombinationsschloss noch fehlt. Rüstkammer ist immer gut. Durch Stars Büro erreichbar. Da müssten wir Hinweise auf Chris finden. Vielleicht. Ja. Okay. Okay, dann ist unser nächster... Das war ein Licker. Oder ist ein Licker. Oh Gott, wie schnell der ist. Fuck. Okay. Burn, Baby, burn. Okay. Schnell Nachlader. Fuck. Das war ein Licker, meine liebe Freunde und ihr liebe Leid. Okay, schnell nochmal Nachlader. Wir sind noch gesund, aber der Licker sieht nicht mehr allzu gesund aus. Ich glaube, der steht auch nicht mehr auf Easy Mod, sei Dank. Alter Falter, okay, jetzt müssen wir mit Licker rechnen. Gut, damit habe ich eigentlich schon viel früher gerechnet, aber gut, der steht auch nicht mehr auf, der macht nur saftige Geräusche. Da liegt nur irgendeine Cola-Buchse oder was auf der Fensterbank rum. Und dann gehen wir nochmal zum Stars Büro, wenn wir dürfen. Und hier ist glücklicherweise beleuchtet. Das wird das Büro von Wesker sein. Der war ja Stars Leiter. Batterie. Eine Standard 9 Volt Batterie. Okay, macht die irgendwas? Oder ist es einfach nur so ein toller Gegenstand, den wir für irgendwas brauchen? Okay. Ist also kein Selbstverteidigungsgegenstand oder sowas. Internes Memo. 22.09.1998. Interne Bürobedarfsverlegungsmitteilung. Hitzebeständiger Tresor mit 3 Zahlenschloss. Ah, vom Stars Büro in 2F in Büro Westseite 1F verlegt. Jetzt haben wir schon mal Safe-Kombi. Die Kombination lautet links 9, rechts 15, links 7. Bitte Kombination sofort nach Erhalt ändern. Raccoon Police Department Hausmeister. Ich denke wohl nicht, dass das noch geändert worden ist. Schöner Anblick, Claire. Okay, cool. Da würde ich das sagen, das machen wir noch. Das wird wahrscheinlich, wie gesagt, Weskers Büro gewesen sein, weil der war ja Captain von The Stars. Rotes Kraut brauchen wir nicht. Ein PC gibt es ja noch. Dann gehen wir doch gleich nochmal in der Episode zurück über die Duschräume von der Dame zu der Herre und dann direkt wieder runter. Mittlerweile kenne ich mich hier so ein bisschen aus, also allzu sehr verlaufe kann ich mich hier auch nicht. Ich muss sagen, meine Kenntnisse mit Orientiere sind tatsächlich besser Woche. Okay. So, dann hier. Hier muss ich eigentlich auch nicht allzu große Angst haben, weil derzeit noch keine Zombies noch spawnen. Das kann sich natürlich auch jederzeit wieder ändern. So, das war links 9. Rechts 15, links 7. Links 9. Rechts 15. Links 7. Okay, cool, geht auf. Ah, geil. Il ganzo com la rignonero. Und wieder eine Gürteltasche. Geil. Wieder 2 Slots frei.
Das trifft sich natürlich. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch, die Tresore zu plündern, wie ihr seht. Sehr geil. Und ja, ich wäre immer wieder, wenn wir Gürteltasche finden, den How I Met Your Mother Spanier Mexikaner Song Il Ganso con la Riñonero bringe. Das muss einfach sein. Der Trottel mit dem Muschibeutel. So geil. Oh Mann. Okay, also wenn ihr es nicht kennt, guckt es auf jeden Fall mal auf YouTube noch. Ist echt witzig. Ich fand das genial. Gut, dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, ich mache hier meinen Cut. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig, wo wir uns im Stars Büro dann mal umgucken. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.